auf eine gemütliche Woche. Prost.
Aufbau. Grundfläche des Objekts 3600 Quadratmeter. Davon sind aufgrund der Stollenbauweise baufälliges Objekt. Und der Bunker wird nicht wärmer. So, jetzt treten Sie bitte näher. 180 Kilogramm. Und technisch könnten Sie 8 Kilopond an Druck pro Quadratzentimeter standhalten. Und das ist, um es zu erklären, die Einwirkung der Kernwaffenexplosion von Hiroshima mit einem Zentrum der Detonation in 2 Kilometer Entfernung. 2 Meter. Wenn man mal bedenkt, dass die Bunker im Eigentlichen überhaupt keinen Sinn gemacht haben, fragt man sich allen Ernstes, wofür hier solche Millionen aus dem Fenster kommen. Nee, das ist nicht der Fall. Da müssten sie eventuell noch mal in einem Monat wiederkommen. Dann ist das Fahrzeug drin. Richtig. Da haben wir auch etliche Fahrzeuge. Sauber, das heißt, das ist dafür gab es den Bunker nur die Katzenwäsche. Da gab es keine Wäsche. Treten Sie bitte ein. Ein klein wenig Luxus hatten durch Privatsphäre. Und ja, die medizinische Versorgung haben wir perfektioniert. Bei uns gibt es nur noch eine einzige Medizin gegen alles. Und ich rate meinen Gästen dann immer zur inneren Frage, was man bitte nach einem Einsatz von Massenvernichtungswaffen dummerweise ist da draußen, liebe Gäste. Und ich sage auch immer gern zu meinen Gästen, wenn irgendeiner von den Wahnsinnigen dieser Welt auf die Idee kommen sollte, ich kenne hier oben keine Sau. Und dann kommt Petrus um die Ecke und erklärt ihm, dass sie als Dankeschön für ein anständiges Leben, für die nächste Nahrungsaufnahmestation. Die Gäste kommen damit dann durch die Verbindungstür, in der ich hier stehe, in den zweiten Flügel des erklärt man das dann als WhatsApp auf Papier. Das versteht jeder. Diese Computer sind 50 Jahre alt und mit einer kleinen Kupferdrahtlos technischen Selbstmord begeht. Die Wirtschaft nennt diesen Spaß gewollte Obsoleszenz, je 100 Watt Sendeleistung verbaut, aber gesendet wird nicht vom Bauwerksstandort aus. Senden tun Bunker über eine abgesetzte Sendung. Und die Technik, die hier steht und die auch während der Übungen nie zum Einsatz kam, diese Geräte, Übungen 14 Tage nicht kalt, sind viele Soldaten jämmerlich erfroren, aber keiner von denen ist erschöpft. Ja, also ich sage mal so, Hansabräu ist dagegen ein Sekt, ein Shampoos. Und Schmiedefelder Bier kannst du vergleichen. Das Einzige, was inzwischen ungenieß war, ist der Fisch. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen beim Einkaufen, dass egal wo auf der Welt, auf jeder Fisch ist. Deutschland, vor 2 Wochen, hatte ich Gäste hier aus Bayern, aus Niederbayern. Und die Gattin von dem einen Mann, die wollte unbedingt die Kelle mit nach Hause nehmen, um ihr Gatten abends zu empfangen. Ja? Wir haben es verhindert im Sinne des Gatten, sonst hätte der wahrscheinlich heute so eine Beule.